Mein Name ist Chaim, Ekstein, and in der Lesson kann ich explainen, was meint Options Volume in Open Interest und warum das ist sehr wichtig für dich, auf heranzugehen und herauszugehen, in einer Trade zu bezahlen oder bekommen den richtigen Kurs, the fair prices. Und ich würde dir meinen, als Options Trading involved risk. Und ob du weißt nicht 1000% wo das ist, you have no business zu sein in Options. So mach sicher, dass du weißt, wo das ist, und der Lesson ist for educational purposes only. Lassen wir uns mit Volume. Was ist Volume? Volume basically meint, wie viel Options Contracts von der Strikepreis, von der Expiration Date, exactly days, wo die tradest, ist handgetradet geworden. Jeden Tag fängt sich an nach frischen Cheshm und man fängt an frisch zu counten. Wie viel von dem hat sich handgetradet? Warum ist das wichtig? Weil ob du siehst, der handige Activity, kannst du sehen, ob du eine Sache Activity meint es, hat die Geist mit dem haben geringe Filz, weil die Geist können geringer reingehen und herausgehen, was du sagst, eine Interest in dem. So eine Sache Menschen, eine Sache Trades of their specific contracts. So, lass mal sagen, drei zu trachten, siehst das dort, wo es gehen Menschen eine Sache heran und heraus. Weißt du, als sie sich dort, es wird eibig sein ein Käufer, es wird eibig sein ein Verkäufer, es ist du dort a liquidity, wo du was können geringer reingehen und herausgehen. Von der anderen Seite, Open Interest, meint der Total von der Open Contract, was sie bechlall du, noch Fahrhand, sie noch active, sie noch nicht closed, exercised, expired, und so weiter. Das meint in andere Werte, von Day One bis Hand, wie viel Contracts ist du open, wo sie du ein Interest von einer, was hat sie gekauft oder verkauft, und sie noch alles offen der Contract. Warum ist das wichtig? Weil das weiß doch auch die Liquidity in der Interest, in der Strike, in der Expiration Days, Lumuschlu, das heißt, wie viele Menschen sind noch alles inneweinig in etwas Restaurant, was man isst. Okay? Du kannst sehen, wo ist noch alles open, wo ist noch alles du. Wenn du legst die zwei Sachen zusammen, Open Interest mit Volume, kannst du sehen, ob du hohe Volume in hohe Open Interest, meint es, als du eine Sache Liquidity dort. Und eine Sache Liquidity meint auch, als du eine dünnere Bid-Ask-Spread, das heißt, wenn die Geister ran und raus, Geister nicht davon klein überzuholen, weil du darfst gar nicht nehmen den Preis, wo es die andere beit. Oder bekommen weniger Kredit, weil du darfst gar nicht unnehmen, die was die andere offert dich. So es hat eine dünnere Bid-Ask-Spread, man meilig kannst du mehr joschardige Fills auf deine Trades. Manche Einkeim von der anderen Seite, du hast Low Volume oder Low Open Interest, meint es, dass es auch mehr risky. Sie können sagen, dass sie nicht herangehen, also gering oder so schneller rausgehen von der Trade. Man meilig kann sagen, dass das allein so sein ein Risk für dich. So, ob du siehst, du musst ein Mix von dem, High Value, High Open Interest, but Low Volume, ist, und ob sie noch Umfang von der Tag, kann es noch sein normal, weil kann es noch Pushet nicht umgekommen zu. Es kann dauern, bis es umkommen. High Volume and Low Open Interest, das kann sein, also wie ein Pop-Up Trade. Mach sicher, dass du weißt, wo das ist, weil sie können das nicht rausgehen. Und sie können das nur jetzt gegeben, man kommt ran ein bisschen Sachen, aber sie echt nicht du kannst sagen, Volume für den. Lass mal nehmen ein Muster. SPY. SPY is the most liquid ETF, was is do of the stock market. Hast ein Strike Preis, was hat Volume, lassen wir so von 12. In Open Interest von 40. Okay? Sie sei wenig du, und sie lechoire du a größer Spread du. The Bid-Ask Spread lechoire wird auch sein, sei breit in a Fall. Von der anderen Seite siehst du die andere Strike-Preis, was hat Volume 1200, in Open Interest 52.000. Dort du sagst mehr Liquidity. Dort hast du lechoire können haben, sag ein besserer Fill. The Bid-Ask Spread wird sein, sag dinner in der Fall. So, as a rule of thumb, nimm dich heran, als Aklal gewöhnlich, try zu gehen für mehr tight spreads. A pur pennies, a pur cent, das weiß doch, als es liquid, gewöhnlich in einem Platz wie SPY. Try zu kicken, so suchen wir eine normale Open Interest. Okay? Steht sich sehr schwer zu suchen, wo es der Number ist, weil das hat sich nicht laut welche Stack die Trades. Aber SPY darfst du haben echt a pur 1000. Das ist so sagen, a healthy Open Interest. Try to avoid strike prices oder expiration days, wo so hat sehr große Spreads, mit Rates nicht ganz sagen, sondern du keine große Open Interest in us. So Liquidity ist sehr eine wichtige Sache. Hast du eine gute Idee? Beautiful. Aber koidem kiegt es du Liquidity in der Market von dem, wo du willst. Aber du kannst nicht geringer rausgehen, was hast du von der ganzen Sache? Was ist keine geringer rausgehen, so gar nicht an dem to begin with. So, kannst du machen eine Checklist, fahr der Gast an der Trade.
Es hat dünne Bid-Ask Spread oder a breite. So hat a größer Chilik. Volume is active, hand, open interest is solid, weil ich kann einen Rausgang kriegen, ob ich will einen Rausgang finden. So the bottom line, Volume sucht doch, wo es ist hand geschehen, wo es ist titzig hand. Open interest sucht doch, wo es ist bechlall available in der Market, wo es ist offen in der Market. So zusammen, oder nimmst du es zusammen, kann du das protecten dein Account, aber du darfst nicht davon tun, a größer Bid-Ask Spread, du kannst das auch nicht von der Spread-Text, a größer Text, wie du tust, nur was nicht liquid. If you have any other questions of this subject or any other subject in the financial markets, please like us in the comment section. And at the Stanugat from this session, from the lesson, please like and subscribe to the channel. And can also subscribe by chaimekstein.com/blog.